Den Office Sozial sichert de Leiit Territoire vun der Gemeng Mamer die gesetzlich festgelöschten Hëllef zou. Missionen vom Office Sozial sind Menschen zu begleiten, die a Schwierigkeiten sind an mat verschiedene Formen von Problemen konfrontiert sind, gerade wie Informationen an Hëllef über die bestehenden Institutionen an die gesetzlichen Schlichtungen zu gehen. Daneben gibt noch ein psychologische Hëllef, sozialen Notfall überhol an eng temporär finanzielle Unterstützung jener Problematik angeboten. Den Office Sozial von Mamer als für die Gemengen Bachtring, Dippisch, Kielen, Kopplisch, Leidling, Mamer an Recken bei Mast zuständig. Büroen vom Office Sozial sind an Parkaktivität zu Kapellen. Ja, sobald wenn Leute bis bei uns kommen, dann machen wir ein Projekt mit ihnen. Und dann hängt ein bisschen von ihrer Situation auf. Verschiedene Leute, die können schaffen, guck mal dafür, sie schaffen zu schicken. Da das möglich beim Staat, Gemengen oder bei uns Berlin. Wir haben auch eine ganze Reihe Leute, die keine von unseren Sprachen können, die orientieren mit einer Sprachkuren. Füge, dass wir auch ganz viele Leute, die gesundheitliche Probleme haben, unterstützen auch die Leute dann für ein medizinisches oder ein therapeutisches Vivi zu machen. Im 2009 gibt es das neue Gesetz von den Office Sozial, von der Aide Sozial. Und den Office Sozial, das kann ich ein bisschen so verstehen, wie den Generalist und den Assistent Sozial. Das heißt, jeder, den egal was für Sorgen hat, kann auf den Office Sozial für seine Gemeinde gehen, für einfach mal zu erklären, wie die Situation ist, und dann als es Eiserbisch vom Service von der Aide Sozial, vom Office Sozial, für ein bisschen den Trieb von den Demanden zu machen. Das kann wirklich sein von bis. Das heißt, wir haben Klienten, die kommen mit Geldsorgen, Rechnungen, die sie nicht bezahlt kriegen, das vielleicht so das Klasse spielt, wer den hat. Das kann aber wirklich gehen bis bei Leuten, die Probleme haben mit administrativen Demarchen, Leute, die Probleme haben mit Präver, die sie nicht verstehen, oder Gerichtshoteller. Das kann auch sein, Personen, die froh sind par rapport zu Altersheimen oder haben Pflegeversicherung. Das kann einfach sein, auch noch mehr seriöse Sachen, wenn zum Beispiel Personen kommen, die daheim Gewalt erleben oder wirklich das die ganze Bandbreite. Und da gucken wir, was mehr können machen an unserem Service, was eine Stehhilfe sie mehr können liefern. Und da geht es natürlich Gemeinden, wo mehr un spezialisierte Service, da muss es weitergehen, weiter orientieren, gute Conseil geben, vielleicht auch den Dossier mal präparieren, für das dann Zwittkack geschehen. Wir müssen ungefähr rechnen, dass 60% von den Dossiers, die wir trätieren, dass das Sachen sind, Situationen sind, wo wir tatsächlich finanziell können helfen, indem wir selber verschiedene Hilfen akkordieren. An 40% von den Demanden, dass sie wirklich Demanden, wo es die verschiedenen Sachen geht. Wie ich gesagt habe, die ich abgezählt habe. Und dann, was dabei kommt, die Hauptsorge, mit der die Leute immer kommen, das sind dann auch Demanden für zum Beispiel Sozialwohnungen zu machen, für eine Sozialwohnung zu kriegen. Das fällt auch an die 40%, wo wir trätieren. Weil der Woche kann ich, dass sowohl unter die 60% fällt, an unter die 40%, dass eine Person können dann an verschiedene Demanden hört. Nur das klassische Beispiel von einem Loyer zum Beispiel, so ein Loyer als 1500 € für einen Monat, dann schreibt ein Assistent das ab und dann könnte dann der Conseil, respektive das könnte bei mir für den Sekretär, dann machen wir eine Liste und dann die Monate, die wir haben, dann gehen wir an den Conseil und der Conseil muss dann dezidieren, weil er der Klient X, der hat gerne eine Loyer für 1500 € an der Produktrechnungen und ein andere Sachen, helfen wir dem an entwenger Form. Dann muss man Möglichkeiten, entweder wir machen eine Avance, das heißt wir bezahlen wohl die Loyer, aber der Klient muss aus die Suchen zurückgehen. Eine zweite Möglichkeit, dass mich dann ein Assistent das proposiert, der sagt, der Klient hat keine Moyen für das zurück zu bezahlen, dann zu Unterschenkung und zu, dann bezahlen wir die Rechnung, haben der Klient muss aus Suchen nicht zurückgehen. Das ist dann die zweite Möglichkeit, die wir haben. Und das ist schlussendlich der Conseil, den dezidiert, wie eine Hilfe wir geben, in welcher Form. Den Office Sozial Mamer als gegründet gehen auf Basis vom Gesetz von 2009. 2011 hat das Service angefangen zu schaffen, und das war damals am damaligen Pastorhaus zu machen. Im November sind wir an neue Räumlichkeiten geplündert, weil die anderen wirklich nicht mehr funktionell waren, zu klein waren, und als besser zu schaffen für uns Leute möglich. Schon der Jean-Marie Kerschmeier als Präsident, den damals den Mandat überholt hat vom Ferner Kirch, sodass die Gemeinde Mamer kommuniziert als Präsident bis immer zu Mamer war.
was uns zusammenhält. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, hau dann Haut ganz berauscht. Fallen meine Arme und der Fallschirm geht auf. Oh, oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit, cool, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Mama singt! Ha! Atemlos, durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Los pulsiert auf meine Haut. Atemlos durch die Nacht. Für das Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Mama, vielen Dank für den schönen Abend. The dirigent, ladies and gentlemen, Jean-Claude. Please, the dirigent. Okay, my Luxembourgish is not very good. As a matter of fact, it doesn't exist. But it is lovely to be back here. I was here in 1984 when I wrote a song called Terminal 3 for the Eurovision that came second to Diggy Loo, Diggy Lay in my golden boots. And the singer from that was a young lady called Linda Martin. Is Linda's family here? And back in '92, then I wrote another song for her called Why Me, which won the Eurovision. Is that going to go on all night? Anyway, when I won the third Eurovision, this journalist came up to me and said, well, he was trying to be smart. He just said, what's it like, Mr. Eurovision, to win the Eurovision? So I said, I don't know, I never lost one. He didn't ask any more questions. Anyway, thank you very much for coming today. I hope you're going to enjoy yourself. I know you're going to enjoy the orchestra, and I'll do my best for you. We'll begin with Hold Me Now. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. And you can't sing along. Touch, touch me the way you used to do. Oh, I know tonight could be
be all I have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory for the last time. Hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know that we're apart. We'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Luxembourg, 12 points. Time will be kind once we're apart. And your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. My love for you will go on and on and hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. And though I won't be there,
strong.